Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, endlich wieder daheim, endlich wieder rein in die neue Saison und rein in die erste Reaction auf PK, wa? Pressetalk vor Wien Wiesbaden gegen FC Bayern. Morgen DFB-Pokal, erste Runde für uns. Und ja, bevor wir da reingehen, ihr kennt's. Wenn ihr länger hier zuschaut, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommi, lasst einen Daumen da. Und damit gehen wir rein. Rein in den Bums. Abfahrt. Zusammen. Ja, nach der Liga startet der FC Bayern auch in den DFB-Pokal. Morgen Abend beim Drittligisten SVW in Wiesbaden. Servus zur Pressekonferenz mit Vincent Kompanie und Christoph Freund. Und wie gewohnt, euren Fragen beginnend in Reihe 1. Marc Gabel für RTL, bitte. Guten Morgen zusammen. Eine Frage an beide. Wie nach 5 Jahren, wo der FC Bayern jetzt nicht im Pokal eine wichtige oder eigentlich eine übliche Rolle gespielt hat, wie groß ist die Gier, die Lust, der Hunger darauf, wieder nach Berlin zu fahren? Schon groß. Ist nicht vorhanden. Was eine Frage. Ja, natürlich wollen wir nach Berlin, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das habe ich letzte Saison auch schon gespürt. Das war dann auch so, dass man von Anfang an ins erste Spiel gegen Ulm schon gespürt hat, dass die Fans heiß waren darauf, dass das nicht nur ein normales Spiel ist und natürlich ist dieser Hunger noch größer, weil die Zeit ist noch länger geworden und ja, die Finale wird erstmal morgen gespielt für uns, das heißt, dieses Spiel ist das Wichtigste, was wir jetzt machen können, aber es ist schon so, dass wir wissen, dass das in die Vereine lebt, dieses Pokal. Ja, kann ich mich nur anschließen. Sehr groß, egal mit wem man spricht im Verein. Das ist immer ganz was Spezielles, das Finale in Berlin. Und drum. Ja, und haben wir ja auch schon lange nicht mehr erlebt, wa? Muss man ja ganz klar mal sagen. Also 5 Jahre ist jetzt schon eine lange Zeit und mal abgesehen vom letzten Jahr, wo es wirklich ein bisschen unglücklich war, dann gegen Leverkusen. Aber davor die Jahre war es auch echt erbärmlich von unserer Seite, muss man sagen. Ist der Hunger sehr, sehr groß. Dankeschön. Weiter geht's in der letzten Reihe. Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Guten Morgen. Herr Kompanie, was haben Sie über Wien Wiesbaden herausgefunden? Was zeichnet die aus? Und die andere Frage, morgen wird wahrscheinlich ja Jonas Urbik dann im Tor stehen. Wie hat er sich jetzt in diesem ersten halben Jahr, wo Sie ihn hier hatten, wo steht er jetzt, wie hat er sich entwickelt und wie wollen Sie den weiteren Weg mit ihm gehen? Ja, mal meine 2 Cents zu Jonas Urbich. Bisher sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja, fußballerisch sogar noch einen Tacken stärker wie Neuer, würde ich sagen. Spielt die Bälle ein bisschen präziser, leitet viel, viel mehr Angriffe auch ein, wie es Manu tut. Obwohl der schon stark macht, ja. Torwartspiel, ja, ist mit Sicherheit noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber dafür ist er ja auch da, um von Manu zu lernen, denke ich. Ja. Aber auch Ausstrahlung, Ruhe, keiner, wo du denkst, oh, der ist irgendwie hibbelig oder hat irgendwelche, was weiß ich was, ganz abgeklärt kommt er rüber im Tor. Man merkt auch, dass er anerkannt in der Mannschaft ist, wenn er gibt schon Kommandos. Ja, um jetzt so das Torwartspiel mal endgültig beurteilen zu können, ist natürlich schwer, weil so viel haben wir jetzt auch nicht von ihm gesehen. Das, was wir gesehen haben, ja, hatte letzte Saison einen Bock drin, aber hatte auch super starke Paraden und alles, was wir diese Saison bisher gesehen haben, war tadellos, ne? Also, es wäre fatal, wenn man nicht an diesem Torwart festhalten würde und wenn man nicht ab nächster Saison spätestens danach mit ihm plant. Ja, die Frage ist, ob Manuel Neuer noch ein Jahr macht. Das muss man mal abwarten, wie seine Saison so verläuft. Bisher ist er ja auch auf einer guten Form. Aber wie gesagt, sobald Neuer aufhört, musst du den Urbich dahin kriegen. Ja, und eigentlich ist er da schon, wie er letzte Saison gezeigt hat, meiner Meinung nach. Also von mir aus feuerfrei. Ja, was deutlich ist, also erstmal bei mir ist es immer geografisch, muss ich erstmal suchen. Also ich weiß, dass es in der Nähe ist von Frankfurt und dass es natürlich sehr deutlich ist, dass die Mannschaft, ja, ich finde immer, wenn man ein bisschen in die untere Liga schaut, wenn man auf alles schaut, dann macht man manchmal einen Fehler. Ich glaube, was sehr, sehr deutlich ist, was ich sehr, sehr gut mache, ist die Counters.
das machen die einfach auf sehr, sehr höheres Niveau. Das Ein-Kontakt, Zwei-Kontakt, tiefe Laufe und dann sofort Abschluss mit ein paar Jungs, die auch dieses Gefühl haben für die Räume und deswegen ist es keine ungefährliche Mannschaft und das machen die halt sehr gut. Natürlich sind wir Favoriten, natürlich ist der Druck bei uns und natürlich haben wir viele, viele Arten noch diese Mannschaft. Ja, also man kann da jetzt gerne über Stärken von Drittligisten sprechen. Am Ende des Tages musst du die weghauen. Punkt. Ja. Die stehen nicht umsonst in der dritten Liga. Wenn sie so eine Qualität hätten, wie es der Winnie gerade erzählt, dann würden sie irgendwo höher spielen, nicht in der dritten Liga rumdümpeln. Dass natürlich Drittligamannschaften einen guten Tag haben können, dass Drittligamannschaften natürlich auch Qualität haben, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber das kann ja gerne für den VfL Bochum oder für den SC Freiburg mal eine Ausrede sein, für den FC Bayern halt nicht. So, Punkt. Weh zu tun, aber man muss ehrlich sagen, diese Momente sind auf ganz hohes Niveau. Und dann hat das nichts zu tun mit, wo eine Mannschaft spielt, aber einfach wie eine Mannschaft lebt und das machen die sehr gut. Und sonst, ja, die haben natürlich diese Viererkette oder Fünferkette, was die in der Vergangenheit gemacht haben und taktisch ändert das nicht viel von was wir normal jede Woche vorbereiten. Und die Vorfreude ist auch da, weil es ist nicht immer so, dass es nur um die Spiele im Allianz Arena geht, aber auch die Spiele auswärts. Und das kann auch geil sein für unsere Fans, mal in ein anderes Stadion zu kommen und da was zu erreichen. Und ja, Jonas hat einfach sehr, sehr viel gearbeitet. Das hilft natürlich, muss man sagen, wenn die erste Torwart Manu Neuer ist. Ich meine, ich kann mich jetzt vorstellen, wenn ich in seinem Platz wäre als junger Spieler und dann hast du so ein Beispiel wie Manu, dass es einfach die Motivation höher macht. Er hat sich eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet für dieses Spiel, hat sich auch sehr gut verhalten, auch schon im Club-WM. Und sie haben dann versucht zu sagen, ein bisschen, warum spielt Jonas nicht und so, aber der hat sich gerade in diesem Moment top verhalten und was ich einfach sehe, ist, dass er jetzt wieder Schritte gemacht hat zum letzten Mal und ja, hoffentlich können die Fans das auch sehen. Naja, an uns Fans wird es nicht liegen. Wenn es nach uns Fans gehen würde, glaube ich, hätten Obi schon mehr Spiele gespielt, wie er gespielt hat. Ja. Fairerweise muss man sagen, dass Manuel Neuer wieder zu alter Form zurückgefunden hat. Ja, die letzten Spiele waren sehr gut. Nichtsdestotrotz wird Manuel Neuer nicht mehr ewig spielen und du musst den Ubich jetzt ranführen. Ja. Und wenn er die Pokalspiele kriegt, kriegt er die Pokalspiele. Ja, ist ein bisschen wenig natürlich. Ist halt die Frage, wie die langfristige Planung ist. Wenn man natürlich mit Manuel Neuer nächstes Jahr auch noch plant, dann ist das natürlich völlig fein. Ansonsten wäre es natürlich schön, wenn Ubich ein paar mehr Spiele kriegen würde, wie nur so ein paar Pokalspiele. Aber mal abwarten. Ja, es kann ja auch immer irgendwie was passieren. Also von daher, lassen wir mal die Saison auf uns zukommen. Dann ist Kerry Howe für Sky an der Reihe, bitte. Ja, guten Morgen zusammen. Michael Olise hat eine ganz starke erste Saison gespielt, ist jetzt auch top in die neue Saison gestartet. Trauen Sie ihm zu, dass er in dieser zweiten Saison noch besser werden kann, auch die Zahlen noch verbessern kann. Und die Frage an Herrn Freund, weil gerade so das Gerücht umhergeistert, er könnte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben. Können Sie das bestätigen oder widerlegen? Danke. Also bei mir, die Zahlen von Michael, das ist nicht meine Priorität, aber ich erwarte schon, dass er noch besser wird. Ich erwarte schon, dass er noch Schritte macht. Ich habe nicht nur als Trainer, aber auch sehr viel als Spieler die Entwicklung gesehen von solchen Talenten wie Michael. Das war das gleiche bisschen mit Kevin De Bruyne, weil es vielleicht vergleichbar. Und das Wichtige ist einfach, was die jeden Tag im Training machen. Und ich sage das so, es ist nicht nur so gesagt, aber ich sehe in Michael totale Ruhe, einfach sehr souverän. Man kann immer mit Michael reden oder er kommt selber zu uns, weil er noch besser sein möchte. Und ich habe ihm auch gesagt, jetzt hast du was gewonnen. Das war auch das erste Mal für ihn, aber das ist jetzt wieder Vergangenheit. Und es reicht einfach nicht. Wir müssen versuchen, noch mehr zu machen. Und wenn ich jetzt beobachte, wie er diese Saison angefangen ist es im Moment die richtige zeigen. Und hoffentlich können die Bayern-Fans noch ganz lange sein Talent genießen, weil der kann noch besser werden. Das hoffen wir alle, ja. Es ist halt unser
Also mit Maike steht und fällt die Offensive aktuell. Ja. Das muss man mal so klar sagen. Wenn der einen schlechten Tag hat, dann wird es schon schwierig werden. Ne? Absolute Maschine bisher. Ja. Wir reden grundsätzlich nie über Vertragsinhalte. Wenn ich jetzt irgendwas sagen würde in eine Richtung, dann würde ich darüber sprechen. Aber unser klarer Wunsch und unser Plan ist, dass, wie auch der Trainer schon gesagt hat, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern ist, weil er ganz außergewöhnlicher Fußball ist und ein außergewöhnliches Talent ist, der ja, sehr, sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden, auf einem sehr hohen Level. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn er jetzt keine Ausstiegsklausel hätte nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, whatever, dann hätte man das jetzt kommunizieren können und dann hätte sie den ganzen Bums gleich einen Riegel vorgeschoben. Ja, also von daher kannst du, wenn du die Aussage jetzt irgendwie interpretierst, dann ist es schon eher so, dass er eine hat. Also ich wüsste nicht, warum man da jetzt rumeiern sollte und sagen sollte, ja, wir äußern uns nicht zu Vertragsdetails. Wir äußern uns zu jedem Bums in der Öffentlichkeit. Also von daher weiß ich nicht. Hätte man dann jetzt wahrscheinlich anders reagiert, wenn er wirklich keine Ausstiegsklausel hätte in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Von daher gehe ich davon aus, dass er eine hat. Aber, mein Gott, das heißt ja nicht, dass ein Spieler wechselt. Ja? Und das weiß man ja nie. Kann natürlich sein, kann immer passieren. Wie ich schon bei Musiala-Diskussionen war, kein Spieler ist größer wie dieser Verein, auch nicht Michael Olise. Auch wenn er gerade, wie gesagt, der wichtigste Spieler da vorne ist, meiner Meinung nach. Dann ist die Bild-Zeitung an der Reihe. Nikolaus Linner, bitte. Servus zusammen. Frage an den Coach. Es ist jetzt schon zur Sprache gekommen, dass die letzten 5 Jahre von FC Bayern im Pokal nicht so erfolgreich liefen wie beispielsweise in der Bundesliga. Man ist auch mal gegen einen kleinen Gegner ausgeschieden. Saarbrücken, Kiel haben die Fans im Hinterkopf. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Schlüssel dazu, dass man so nicht stolpert und bis zum Titel oder bis nach Berlin kommt? Naja, also Punkt 1, wie es ja jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, 5 Jahre haben wir nichts gerissen im DFB-Pokal. Ich denke, die Mannschaft ist heiß. Ich denke, also Nuccio ist heiß. Ich denke, Olise ist heiß. Harry Kane sowieso. Das sind Titel, die sie noch nie gewonnen haben. Ich denke, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das hat man letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr war es super unglücklich gegen Leverkusen. Punkt. Ja, ich gehe davon aus, dass wir, also ich sehe dieses Jahr nicht so eine starke Mannschaft, wie es jetzt letztes Jahr Leverkusen war. So, muss man auch mal sagen. Ja. Klar, Pokal, eigene Gesetze und so weiter, kannst 25 Torschüsse haben und machst keinen rein und kriegst dann irgendwie einen Elfer gegen dich oder so. Kann immer passieren, logisch. Aber wenn wir unsere Form und unsere Lust und Laune und Gier, so wie wir es haben als Mannschaft, auf dem Feld kriegen, bin ich da guter Dinge eigentlich. Das ist einmal passiert, kann manchmal Glück sein, aber wenn es mehrere Male passiert, dann glaube ich, es ist wichtig einfach, man muss Selbstvertrauen haben und natürlich wissen wir, dass wir von Qualität her die beste Mannschaft sind in Deutschland. Das wollen wir nicht verstecken, aber das reicht einfach nicht. Ich meine, Pokal gewinnen ist ganz oft einfach auch das mehr wollen als die anderen. Verstehst du? Und ich sage es auch. Ja, gehe ich mit. Also erstmal muss man es nicht verstecken. Ich habe es gerade gesagt, ich sehe auch nicht so eine starke Mannschaft wie letztes Jahr Leverkusen dieses Jahr. Und wie er es sagt, Pokal oder generell so Spiele ist oft viel Kopfsache und Wollen. Ja, da gehe ich mit. Aus eigener Erfahrung, also dieses Motivation in jedes Spiel da zu sein im Pokal, nicht nur die größten Spiele, aber auch von Anfang an gegen Drittligisten und so. Nur so kannst du vermeiden, dass du große Fehler machst in so einem Wettbewerb. Da musst du ein bisschen Glück haben. Letztes Jahr hatten wir diese rote Karte und das hat natürlich unser Spiel beeinflusst und unsere Chance für dieses Pokal beeinflusst. Das gehört dazu. Aber die Hauptsache ist, dass du nicht auf einmal sagst, okay, das ist jetzt Drittligist und dann müssen wir was anderes machen und dann können wir ein bisschen ausruhen. Das geht überhaupt nicht, wenn du Pokal gewinnen willst. Und ich weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, aber für mich ist wichtig, dass wir diese Fehler nicht machen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, ne? Und nochmal die Bildzeitung nebendran. Heiko Nitterer, bitte. Eben Frage an Christoph Freund, was den Transfermarkt angeht. Wie ist da euer Stand? Tut sich da noch was? Aktuell ist der Name Nicolas Jackson
sehr hoch im Gespräch. Den hat Max Eberl vor einer Woche noch ziemlich klar dementiert. Würden Sie den heute auch dementieren? Ich dementiere gar nichts. Es sind ja sehr, sehr viele Namen im Umlauf. Jeder Tag fast ein anderer, der hochgeratet. Also, was ist denn hier bitte mit der Cam los hier? Seht ihr das? Wie kann ich denn so eine Kamera so schief aufstellen? Also, ist ja eine Katastrophe hier mit den Logos. Ich weiß nicht, was er jetzt da groß erzählt. Ich hoffe nicht viel, weil er hat gerade gesagt, zu Vertragsdetails äußert man sich nicht. Da muss man sich auch nicht zu Transferdetails äußern, ne? Wird. Aber wie schon gesagt, kann ich mir nur wiederholen, das Transferfenster hat noch bis kommenden Montag offen und ja, da kann noch was passieren. Eins dahinter, Vincent Schirpke für die TZ München. Servus zusammen. Frage Servus. an Herrn Company. Sie haben es schon angesprochen, dass Wiesbaden auf Konter setzen wird. Was heißt es denn für den Trainer des Favoriten, dass man noch weiter vorne drauf geht, um gar keine Ballgewinne zu ermöglichen oder eventuell ein bisschen weniger hoch verteidigt, um diese Räume für Konter nicht zu bieten? Nein, es gibt Wir spielen, wie wir spielen, wie immer. immer gewisse Details, die man anpassen kann, aber grundsätzlich muss man seine starken auch Prinzipien behalten. Also Respekt für die Gegner und was sie gut machen, aber wir spielen ganz oft gegen Mannschaften, die gut auf die Konter sind und das ist, glaube ich, genauso viel eine Konzentrationssache als Struktur. Und dann, wenn die Jungs das verstehen, dann können wir das ganz gut, können wir ganz gut damit umgehen. Aber wenn wir ein bisschen weniger machen, dann wird das auch für die bessere Mannschaft Probleme geben. Das ist sehr deutlich. Dann schon zweiter Durchlauf bitte. Klaus Bergmann nochmal. Wie sieht es denn personell aus, Herr Company? Leon Goretzka hatte sich ja da im Spiel früh verletzt, konnte dann zwar weiterspielen oder war angeschlagen. Werden Sie Spieler, die so vielleicht angeschlagen sind wie er, rausnehmen, lieber schonen oder sind alle dabei? Es geht noch nicht über schon. Also das Einzige ist natürlich, die Wahrheit ist, wir sind sehr, sehr gut gestartet. Ob wir jetzt schon 3 Spiele in einer Woche machen können, das werden wir sehen. Aber ich glaube, Leon, wenn er heute dieses Abschlusstraining übersteht, dann ist er ganz normal dabei. Aber natürlich, ja, wir sind einfach froh, dass es nicht zu schlimm war. Und der Einzige, der nicht dabei ist, von letztes Mal, nein, sind alle dabei, glaube ich. Nur Bischof, das wissen Sie. Nikolaus Lindner wieder, bitte. Nochmal eine Frage an den Coach, Anschlussfrage an die des Kollegen. In der Vergangenheit wurden gerade Spiele gegen Zweit- und Drittligisten mal gerne genutzt, um ein bisschen durchzurotieren, mal eher die zweite Reihe spielen zu lassen oder die Jungen. Wie ist das bei Ihnen? Sagen Sie, okay, das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um ein bisschen personelle Wechsel vorzunehmen? Oder sagen Sie, solange alle fit sind, spielt der erste Anzug? Ich mag dieses Wort Rotation nicht. I'm going to answer it in English. It's a little bit along the same lines as when I say I don't give the team for tomorrow. Even if I make too much comments about young players or not, I'm already giving an inclination for tomorrow. So the main thing for me is we wanna get to Berlin. You know, we wanna get to the final. I have full respect for the opponent. First, we have to win that game. So the team that starts will be a team that we think is capable of winning the game and nothing else. So I don't think it's too much of a problem for us to put one or the other player because we've done it last season and those players have been really important, whether it was forced on us or whether it was because of certain needs. But everything we'll do will be within norm to make sure that we are competitive for this game. That's the main thing, and that we don't have any early injuries in the season because, you know, for the reasons that you know, we need to make sure that everybody stays fit. We can't afford too many crazy things. Ja, völlig verständlich. Ja, erst recht, wenn man die letzten 5 Jahre anschaut. Stellt euch nur vor, wir laufen da jetzt mit einer B11 auf, mit 5, 6 jungen Joistern und dann geht das in die Hose. Dann, warum auch? Es ist das zweite Spiel in der Saison, Alter. Ja. Alles gut, volle Kapelle rein und wenn es 3-0 steht, kannst du immer noch 5 Leute auswechseln. So, und genauso wird es laufen. Mein Take.
Wir werden dieselbe Aufstellung sehen, abgesehen davon, dass ein Urbich im Tor steht und nicht Manuel Neuer. Der Rest, wenn fit, wird genau gleich aussehen. Dann Carrie Hau auch nochmal bitte. Ja, Herr Freund, Sie haben gesagt, es kann noch was passieren auf dem Transfermarkt. Gilt das auch für Abgänge? Min Jae Kim galt ja auch mal als möglicher Spieler, den Sie verkaufen würden, wenn was käme. Und Herr Kompany, wie... Es gehört zum Profifußball. Was wird das denn jetzt? Was ist das denn für ein Cut? Ja? Was käme. Und Herr Kompany, wie... Es gehört zum Profifußball und ich glaube, dass wir im Moment einen guten Min Jae haben im Training und auch in die Spiele, das er bis jetzt gemacht hat. Ich glaube, dann die letzte Frage schon. Ja, Vincent Schirmke. ganz kurz noch. Entschuldigung. Ja. Man kann nicht hundertprozentig im Fußball was ausschließen, also was passiert, aber es ist nicht unser Plan. Und wir sind qualitativ, haben wir schon öfter gesagt, gut aufgestellt, aber jetzt auch nicht so groß oder nicht zu groß. Und wir sind, wie der Vincent schon gesagt hat, auch sehr, sehr froh, dass der Min Jae wieder gesund ist und fit ist vor allem. Er hat jetzt richtig gut trainiert die letzten Wochen. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen am Platz sehen, weil wir wissen, wie gut und wie stark und welche Qualität er besitzt. Ja, ich bin da völlig fein mit. Ja. Ich denke, 3 gute Innenverteidiger zu haben, ist auf jeden Fall eine Sache, die sinnig ist. Ja, und die haben wir. So, wenn du Ito dann irgendwann noch dabei nimmst, wären es sogar 4. Aber der braucht natürlich noch eine Ecke Zeit. Von daher finde ich das völlig fein, dass man so in die Saison geht. Wie gesagt, wir werden sehen. Vielleicht leihen wir noch 1 oder 2 Offensive irgendwie aus. Ja, und dann muss er halt durchkommen. Punkt. Ja, da müssen halt mal die Spieler, die sonst nicht so geliefert haben, à la Gnabry, hat ja gut angefangen jetzt. Da muss er jetzt halt mal liefern. Aber sein Vertrag läuft ja auch aus. Und wenn wir uns da mal zurückerinnern, wo war Gnabrys stärkste Zeit? Ja, genau, wo sein Vertrag ausgelaufen ist. Wilde Nummer, wa? Okay, jetzt Vincent, bitte. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Kompany. So ein kleines taktisches Detail, was jetzt in der Anfang der Saison aufgefallen ist, ist, dass Joshua Kimmich oft ein bisschen nach rechts abkippt und von da dann Diagonalbälle oder Chipbälle in die Spitze schlägt. Haben Sie Haben wir letzte Saison auch schon gesehen. sich da vielleicht auch am DFB orientiert? Weil auf diese Weise hat Kimmich ja für die Nationalmannschaft im letzten Länderspiel ja extrem viele Tore vorbereitet. Nein, der Josh kann eigentlich machen, was er will. Das wäre doch jetzt eine Ansage, oder? Das macht der Josh aus dem Bauch raus. Also, wenn ich 100% ehrlich bin, Ja, komm, hau raus. ich Kimmich hat freie Hand. schaue nicht oft international Fußball. In diesen Momenten schaue ich ganz, ganz oft zurück auf die Spiele, die wir vorher gespielt haben. Mache ich eine Analyse von den letzten 10 Spielen. Schaue ich ein bisschen auf die wichtigen Spiele, die wir in Zukunft haben. Und ich schaue schon sehr viel Fußball. Aber im internationalen Bereich finde ich es immer schwierig, weil natürlich, wenn Deutschland gegen Italien spielt oder so, würde ich das sehen. Aber es gibt manchmal Spiele, wo es taktisch nicht 100% Interessant. relevant ist für unsere Spieler, weißt du. Und deswegen würde ich sagen, jede Inspiration, die wir bekommen im Moment, kommt von was wir sehen von den Spielern bei uns im Training, bei uns in die Spieler. Was ich nicht bestätigen kann, ist zu sagen, dass wir was geändert haben. Ich glaube, wir haben sehr viel... Kann ich halt auch nicht bestätigen. Wie gesagt, haben wir letzte Saison in der Anfangsphase gerade auch extrem gesehen. Da muss man sagen, dass ein Guerrero noch rechts gespielt hat. Das war ein super starkes Wechselspiel mit Guerrero und Kimmich, der dann oft über die rechte Seite kam und da die Spieler das Spiel eingeleitet hat. Mit Pavlo zusammen, ja, der das Spiel dann durch die Mitte eingeleitet hat. Haben wir letzte Saison auch schon gesehen. Also wir haben es dann irgendwann wieder ein bisschen geändert, ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt auch erst ein Saisonspiel gesehen. Also da jetzt schon von irgendeiner Änderung reden, weiß ich auch nicht. Maybe I'll say it in English, because one thing we have a lot, and I insist on it a lot, is, the fluidity in the team. So it's a big topic for us. So it's not just the fact that, I'll give an example, it's not just the fact that Kimmich can go to the right side or Goretzka to the left side or whoever's in midfield in the end, Pavlovic, Bischoff. It's not just the fact that they can go on the side of the defenders. It's not just the fact that the wingers have to be wide or high. There's a lot of fluidity in what we do. So if you notice something on one game,
it's probably right, but I can guarantee you that in the next game it'll be something different, and that's a big principle. So. Sag ich ja, Kimmich kann tun, was er will. Nein, er hat natürlich gesagt, dass sich das immer so entwickelt in der Mannschaft. Ne? So, weiß nicht, fluid, wie übersetzt man das genau? Keine Ahnung. So wie ich es verstanden habe, kommt natürlich immer auf die Situation an, auf den Gegner, auf das Spiel und es entwickelt sich so, wo der Spieler sich ein bisschen einsortiert und mal mehr ist, mal weniger. Es gibt jetzt nicht die klare Ansage, der geht über die rechte, der über die linke Seite oder sowas. Das entwickelt sich halt. Yeah, I explain it because we never talk. I was going to say we never talk football in the press conferences. Yeah, but you're laughing, but it's true. So in this case, it's interesting that you note it, but hopefully you'll see different things again in the next games. Eine letzte Frage bitte, Heiko Nitterer nochmal. Ich habe eine spezielle Frage. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Plätzen und dem Rasen hier an der Sebener Straße? Weil der Hintergrund ist Eric Dyer hat in einem Interview jetzt erzählt, dass es irgendwie ein lustiges Gespräch zwischen Ihnen und Thomas Müller gab, wo Sie gesagt haben, die Plätze hier sind so schlecht, war das schon immer so? Und Thomas Müller dann gesagt hat, das weiß ich nicht, wir haben uns nur aufs Titelgewinnen konzentriert und nicht auf die Plätze. Also die Frage ist, sind die Plätze oder der Rasen schlecht hier oder hat sich das verbessert? Ja, ich kann dieses Gespräch bestätigen und das war auch eine sehr, sehr Thomas Müller Antwort und innerhalb 1,5 Sekunden hat er diese Antwort schon da. Aber letztendlich, ich glaube, wir versuchen immer, ich glaube, wir versuchen überall dabei zu sein, dabei zu gehören in die Spitze in Europa, ob das jetzt Infrastruktur ist und ich brauche nicht zu viel über Infrastruktur zu reden, aber natürlich und was wir erwarten von den Spielern auf dem Platz und das ist dann natürlich meine Rolle und wir versuchen immer besser zu werden und das war dann, seitdem haben wir auch viel investiert, glaube ich, und seitdem ist auch viel passiert und ich glaube, Thomas hat das gesagt, aber er hat natürlich auch viel mitgeholfen, damit wir das auch in die gute Richtung bringen. Und es ist jetzt besser als vorher, das ist schon positiv. Und wenn wir noch besser werden können, dann werden wir das versuchen. Aber ja, das war vor 1 Jahr natürlich ein lustiges Gespräch. Dann vielen Dank, gute Reise, wer uns begleitet. Vielen Dank. Servus. Ja, war doch mal eine ganz... Ja, spannend möchte ich jetzt nicht sagen, aber war eine gute Pressekonferenz, würde ich sagen, oder? Ein paar Fakten gehört. Ja, wir gehen da nächste Woche Montag vielleicht mal ein bisschen im Stream drauf ein, so Michael Olisse, Ausstiegsklausel mäßig, ob da was dran sein kann oder nicht und vielleicht auch die Thematik um Jonas Urbich, werde ich mir schon mal aufschreiben, die beiden Themen. Und ja, damit, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Und wie immer, an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, Kanal.